eben, weil die müsste dann auch wieder machen. Also erst dazu dann Dankeschön. Das ist eine große Freude, dass in der Pause eigentlich fast gar keiner gegangen ist. Das ist wirklich auch toll. Man freut sich. Ja, haben wir selten, haben wir nicht oft. Ja, genau. Ja, wir haben in der Pause das eine oder andere Wunschlied vernommen und haben gesagt, die, was wir kennen, spielen wir auch. Die wir nicht kennen, spielen wir nicht. Das hat keinen Sinn. Da haben wir alle nichts davon. Da haben wir schon ein paar Mal probiert, ist jetzt mal daneben gegangen. Das lassen wir lieber. Aber ja, wir werden es einfach unbemerkt anfangen lassen, dieses Reigen. Und ja, ich habe mir Schaumrücken jetzt auch noch reingezogen dazwischen. Da bis jetzt, das ist ja Wahnsinn, bis sie mal fertig sein, wenn ist, aber es werden noch immer die Schweinsboden rausgetragen. Das ist unglaublich. Das ist, da geht immer ein Gerücherlaufer. Hochhänger, Schnitzeln, Fleisch, aber Wahnsinn! Wirklich wahr, aber Hauptsache es schmeckt euch, das ist uns wichtig. Kennen Sie die Geschichte von Franz, als der Pitsche, wenn's nicht wissen, wie die geht. Dann erzähle ich gerne Ihnen jetzt von einer Wiener Spezialität. Der Franz hat allweil Zeit und Zeit so viel ihm frei und die verbringt er gerne in der Natur. Da braucht er kein Benzin, fährt mit der Tramway hin und wenn man fragt, dann sagt er immer nur schräge Wiesen. Am Donaukanal ist Riviera, auf jeden Fall. Ich brauch keine Wissen, kann reichen Papa. Mein Wirtsal, ja, der liebt mich so.
Ich bin der Franz, ich brauch keinen Franz und kein Dampf. Ich fuhr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Kanal. Schräge Wiesen, am Donaukanal ist mehr Riviera, auf jeden Fall. Wenn auf der Rossauer Lände dann so gegen Ende Mai der Frieder blüht, dann wollen alle Leute verreisen, fahren mit der Eisenbahn dann alle mit. Anato bleib ich über meiner Überfuhr, weil ich für keine Luxusreisen bin. Ich hab noch alles Gepäck, an alten Limpercheck gebrannt und Büsel für mich hin. Na, schräge Wiesen, am Donaukanal ist mehr Riviera, auf jeden Fall. Ich brauch keine Miss, nicht, keine reichen Papa. Mein Wirtsal, ja, die liebt mich so wahr. Ich bin der Franz, ich brauch kein Pflanz und kein Tantan. Ich fuhr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Kanal. Schräge Wiesen, am Donaukanal ist mehr Riviera, auf jeden Fall. Dankeschön. Am vergangenen Freitag waren wir zwei im Trippelboot. Das sind nicht dabei, aber das ist schon. Und noch beim Kassier, der Hoder fragt noch ein paar Höhe. Ja, was soll ich bin, heute Fee. Das sind die Sie, dann sind Kopf der Biesen, werden's ganz gesund, werden's einander tot. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stell ich mich immer näher mit ihnen her. Sie glauben, wir sind da in einem Vogelhäsel sitzen, können sich schwache Frau tyrannisieren. Jetzt halt's mich zurück, sonst komm ich noch in Kissen. Und durch den Garten bin ich ein Garten, bin ich noch nicht schmieren. Endlich sind wir drinnen in der unentdeckten Kabine. Ja, die Nocker, die rennen her und hin und her und hin und her und hin und her und hin und her. Einer von den Nockern, der ist und am nicht fühlt, sie fränschen aus, als wir ein Gebühl. Sie sind die Dränge in deren Menge und keiner weiß, wer gewiss, welcher für Seidner ist. Sie ist wie ein Nornhaus mit Segelsschuhe, außer unser Nebenmann, der zieht uns wieder raus. So, jetzt probieren wir's heute einmal mit unseren Hosen. Kann man was drunter uns der Nachbar wieder rein. Wir kriegen einen Zorn, nur zum Großen. Und gegen einen Zanten, kommt ins Boot hinein. Der Gefüge, der kommt rein, stärkt mich noch auf den Saft. Da links, da geht's an hin und her ist baff. Wie er wieder aufsteht, da wird er zur Brause. Aber ja, passt der Däne in die Duschkabine. In der nächsten Klause, unter der Brause, da rennt das Röntgenbild. Schaut hin und her, wie wild. Es ist ein Verhängnis, dass er so dünn ist. Wenn er zum Abfluss rutscht, dann ist er futsch. Jetzt macht's ein Pumper, jetzt war's ein furchtbar zusammenzuckt. Weil den Gefühlen hat's grad wieder einmal hin. Die ganzen Brausen sind verbunden, wie wenn's ein Ei druckt. Das ganze Trippelbot, das ist jetzt hin. Dankeschön. Ihr seid Leiber. Das gefällt mir. Dankeschön. Jawohl. Das nächste Lied ist ein uraltes Stück vom Rudolf Kronecker. Und das haben wir dann, wenn die Ehre kommt, damals bei einer Sendung von Klingendes Österreich, mit Sepp Forcher, wie das noch war, dass wir das aufnehmen haben dürfen. Und da haben wir folgende Situation gehabt. Weil, das war, glaube ich, eine Sendung für, wegen der Jubiläum von der Nationalbibliothek. Und aus allen 9 Bundesländern plus Südtirol hat er so Musik gespielt in der Sendung. Und wir waren
waren also da einteilt beim Augustinerköller. Im Augustinerköller sind wir gesessen, nicht? Also da ist der Vorhang in uns und so. Und es ist halt darum gegangen, dass wir gesagt haben, wir können nicht Playback spielen, das können wir nicht und wollen wir nicht. Wir müssen live das einspielen, sonst geht das nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, ist an sich kein Problem, aber es ist halt für uns mehr Aufwand, weil wir da die Mikrofone irgendwie unterbringen müssen, so dass es gut klingt, aber gleichzeitig die Mikrofone auch nicht zu sehen sind. Nicht? Weil, wenn es da mehrere spielen und nur bei einer stehen Mikrofone, das schaut blöd aus. Nicht? So, na jetzt hat das Ganze gedauert, fast 2 Stunden, bis sie das mikrofoniert haben. Nach einer Stunde habe ich dann schon mal dezent in den Raum eingeworfen, dürfen wir noch ein Button haben, bitte. Woraufhin eine absolute Stille geherrscht hat und der Tontechniker Viere gerufen hat zur Regisseurin, die 16er Buam haben uns die Requisiten weggesoffen. Jawohl. Das habe ich nicht gewusst, das hat man eigentlich nicht angreifen dürfen, weil was wegen ein Schnitt und so, nicht? Dass immer das Glas gleich steht und gleich voll ist und so weiter. Und wir haben die ausgesucht, die Botellen. Ich gesagt, Entschuldigung, das steht ja da. Und immer noch doch die ganzen Statisten, was gesessen sind, ich habe gedacht, das sind lauter fade Hund, schau, die saufen nicht einen Schluck, die voll Glas und trinken nichts. Das ist so eine fade Partie, nicht? Da habe ich mich noch beschwert, dabei ist es ihnen verboten worden zu trinken. Na, wir haben Ausrede gehabt, wenn man das Sepp vorher mitgetrunken, also so ist es nicht. Stimmt, ja. Auf jeden Fall haben sie uns eine hergestellt und gesagt, bitte nicht angreifen, die bleibt so stehen. Und dann hat jeder von uns ein Bouteille gekriegt, die haben wir hinter dem Bugel haben wir die angestellt. Und haben wir die, also hinter dem Bugel haben wir uns jeder das eigene Bouteille angekommen. Eigene Bouteille ins Glas dann hinten steht. Herrlich. Herrlich, ein Traum. Und dann ist endlich zur Aufnahme gekommen. Dann waren wir schon angesoffen. Nicht? Aber mein Gott, nein. Das fällt dir nicht auf beim heurigen Musiker, da ist es wurscht. Nicht? Und das Lied, was wir da gespielt haben, von Rudolf Kronecker, der Werner Schimme. In Mädling, die ganz ein kleines es wird so goldener Granz. Ein heimliches Old wäre besser, dort gibt es kein Fernsehen, kein Pflanz. Es heißt, dass die queerliche Werner vom händigen Tanz nichts verstehen. Doch dort kann ein Tanz mir jetzt lernen, nur Werner ist schon doch hochmodern. Beim Wirt zum Kultner Granzel tanzt man moderner Tanzel. Das kennen die alten Leute, uns passt die gleiche Zeit. Man ist im 7. Himmel, tanzt man die neue Stimme. Ja, das ist kein Pflanz, so ein Tanz. Ja, lustig ist dort, da wir ein Viertel. Man braucht dort kein Smoking, kein Frack. Man tanzt ohne Rock und mit Viertel. Man braucht keine Stiefel aus Lack. Die Kirchen, die Plane, die Anna, tanzt da wieder in Fest, voll Hammer. Wenn wir stehen unter den Granen und singt noch das Stanzel dazu. Beim Wirt zum guten Granzel tanzt man moderner Tanzel. Das kennen die alten Leute, uns fast die gleiche Zeit. Man ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Stimme. Das ist kein Pflanz, so soll der Tanz. Dankeschön. Jawohl, der Werner Schimme. Danke vielmals. Ich will einen Schluck nehmen von meinem. Ich meine, so lang hält bei mir nochmal kein Glas. Das ist noch vom ersten Teil. Das ist schon bald ein Traubentee. Schon gekocht, schon, gell? Aber, ja. Schmeckt eigentlich wie Hagebuttentee mit Zucker.
Glaube ich, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal angeboten hätte. Aber ein kleines Kind, mir klar war ich immer schon. Das hat sich bis heute nicht geändert. Meine Mutter hat zu mir gesagt, Bub, wenn du groß bist, musst du arbeiten. Ja, ist Wachstum eingestellt. Ein tschechisches Wienerlied ist das nächste Wunschlied, das wir gerne erfüllen, nämlich tschechisch. Es ist tschechisch, in tschechischer Anlehnung. Ich muss sagen, es ist eigentlich das Wienerischste, was der Georg Kreisler jemals geschrieben hat. Die Telefonbuchpolka. Ich sitze gern im Wirtshaus am wirtshäuslichen Herd. Da sitze ich wie bei mir zu Hause und werde nicht gestört. Der Wein wird schön älter, in meine Kehle fällt er. Der Kaltere wird kälter, so wie es sich gehört. Ich lese nicht in Journalen, ich red mit keiner Frau. Für die müsste ich noch zahlen, dazu bin ich zu schlau. Wenn ich Inspiration suche, Gesellschaftsliaison suche, lese ich das Telefonbuch. Da finde ich das genau, weil alle meine Vereine stehen drin und zwar auf der Seite V. Vondrak, Vorteil, Wipplerschill, Leute, Kotzek, Wimmlerdill, Jora, Brabele, Brüttelek, Viga, Spratze, Wichterlek, Frecker, Fröber, Wickerdill, Frablic, Schmutze, Viskocill, Wochenetschka, Vukelic, Vrtatka, Vukasinovic, Vora, Kontro, Valicek, der Vorlek, und der Wasser, und der Vrtel, und Truppe, Vosenilek, Farinis, Vostarek, Vrtalada, Wipplerschill, Vrtzala, Wieslatschil, Lotko, Tipka, Witsche, Saie, Vratz, den Vrana, Metall, Verbitzke, Vernick. Ich krieg sehr oft dazwischen Applaus, nicht immer. Halt schon. Da muss ich noch was sagen. Na, wenn man sagt, der Applaus ist das Brot des Künstlers, aber manches ist ein Stützen auch nicht schlecht. Ja. Mein Name gefällt mir nimmer, ich heiße nämlich Brüst. Mein Freund, sein Name ist schlimmer, der arme Kerl heißt Brüst. Wir schmieren die Gesichter und gehen zum Richter. Der Richter sagt das Richter, weil ihm ist das ja wurscht. Ich buchstabiere meinen Namen, dem Richter sein Kommin und sagt, schaut's bei den Damen, ich schmier meine Strategie. Der Richter war sehr freundlich und sagt, naja, wahrscheinlich, ihr Name ist ja peinlich. Da hab ich Sympathie. Aber wie wollen Sie denn jetzt heißen? Darauf sage ich, naja bitte, was glauben Sie? Zum Beispiel Kontraquartel oder Wipplerschild, heute Kotzek, Wimmlerdill, Jora, Brabelle, Brüttelek oder Viglas, Bratze, Wichnerlek, Frecker, Fupa-Wingerdill, Frappel, Schmutze, Wieskotschile, der Wochenetschka, Vukelic, Vrtatka, Vukasinovic, Vora, Kontro, Volicek oder Voralek, oder was Vrtel, was Zentilek, Farinis, Vostarek, Vrtalada, Wipplerschild, Vrtzaland, Wieskotschil, Lotkotivka, Witsche, Saie, Vratz, den Vrana, im Metall, Verbitzke, Vernick. Ja. Jetzt haben wir so eingeführt, die Frau war schon ganz richtig, ja? Auf einmal waren wir allein, da muss ich sagen, ich weiß auch nicht, ich will auch nicht reinposchen, ja? Aber das ruhig machen können, reinfahren. Und gleich auch so ist die Trude Mali gemacht, die war gesehen, sie hat da reingeposcht, war aufgestanden und ich gesagt, was ist? Also aufgestanden, klar, weil es nicht sehr groß war, ne? Du hast sie nicht gesehen vorher. Die hat so laut pfeifen können. Die hat einen Pfiff loslassen, bis der deppert, da war alles ruhig. Da waren sogar die Nachbarn, die sich wegen der Lautstärke beschwert haben, die waren ruhig, weil es tierisch war nachher. Meine Frau geht mich betrügen und glaubt, dass ich nicht schmeck. Jeden Abend tut sie liegen mit Blätterneck ums Eck. Der Blätterneck ist ein Trottel, meine Frau ist ein Kokottel. Sie gehen zusammen ins Hotel, damit ist nicht entdeckt. Doch ich hab's bald begriffen, darum nehme ich auf Kredit an Teil und Detektiven, was folgt auf Schritt und Tritt. Und schon 2 Wochen nachher kommt der große Macher und sagt, dass ihnen nachher der Blätterneck ist nicht. Jetzt halten sie sich geschwind an. Die Frau betrügt sie mit
von der Quartel Wipplerschiel, wollte Quotzig Wimlerdill, Jura Frabel, Brüttelek, der Vigas Fratzig Wichnerek, Frecker Firma Wickertil, Frabritsch Wutze, Wiesratschil, Wogenitschka, Wogenitsch, Vrtatko und Vukasinovic, der Borra Kontroborlicek, und der Borlek, und der Wurzel mit dem Vrttelwottrop, und was Sendelek, Vrinis Vostari, Vrttalade Wipplerschil, Vrtzalan Wiesratschil, Lotvotipka, Witsche, Seile, Vratzten, Vrana, Wimmetal, Frobitske, Vranek, Wavirka, Weprek, Wapajka, Wapilka, Wojtrek, jetzt. Dankeschön. Den hat er sich verdient, den Applaus. Absolut. Alle Achtung, Herr. Dankeschön. Ja, ich brauche nicht viel Luft zum Atmen. Nicht? Aber ich habe das unterschätzt, wie viel mehr Sauerstoff der Körper verlangt, wenn der Alkoholspiegel bei Null ist. Das ist ein komplettes, alles, wie sagt man, das ganze umgestellt, die Säurebase-Haus. Der ganze Metabolismus ist aus dem Gleichgewicht. Komplett. Man könnte das sagen im Arsch, aber das sagen wir nicht, wenn wir noble Leute sind. Das nächste Lied ist mit Musik. Das geht sein Wunschlied. Da lauscht du. Ich bin nicht arm, ich bin nicht reich, ich möchte es aber werden. Ich hab im Leben, was ich brauch, mich fräser so auf Erden. Mir schmeckt das Bier, mir schmeckt der Wein, mir schmeckt auch das Zigarre. Mein Herz hupft vor Freude in den, seh ich das sauberes Madel. Ich hab nur einen Wunsch auf Erden, doch der erfüllt sich nimmer mehr. Einmal möchte ich noch als Bierwald und ein Schupfen, wo ich voll drehen, Raffler stehen und Tempe hupfen. Einmal noch wird damals in den Kindertagen voller Stolz die ersten langen Hosen tragen. Ausgekraxeln bei der kleinen Tochter Lucken, dem Hausherrn von der Bosheit auf die Glotzen spucken. Bitte lass mich lieber, Herrgott allein, einmal noch ein kleiner Ausfuhr sein. Ich bin so, wie man wienerisch sagt, im Leben sehr gut geraten. Nur manches Mal, da fühle ich mich nicht gesogen und nicht braten. Da hab ich dann mein eigenes Gefühl, mein Blut pulsiert fixen Winder, wenn ich im Hofgrund spüren seh, den Nachbarn seine Kinder. Da geht mein Herz erst zurecht, da weiß ich wieder, was ich möchte. Einmal möchte ich noch als Bierwald ein Schopfen, wo ich voll drehen, Raffler stehen und Tempe hupfen. Einmal noch wird damals in den Kindertagen voller Stolz die ersten langen Hosen tragen. Ausgekraxeln auf die längste Nachbarnlatte, dem Nachbarn von der Bosheit sagen, du bist mein Vater. Bitte lass mich lieber, Herrgott allein, einmal noch ein kleiner Ausfuhr sein. Dankeschön. Von einem Klassiker kommen wir zum nächsten. Das ist unglaublich.
der verspielt. Und den ersten Akkord angesetzt und der war falsch. Das heißt, Falsch war er nicht, aber nur in der falschen Tonart. Aber nein, das heißt einfach, so kann ich nicht arbeiten. du hast ja Traubensaft mit meinen lieben Kollegen aufgeführt. Das ist ein Wahnsinn. Der erste Akkord und gleich ein Gatsch gegriffen. Was? Ich will nicht mehr geheim. Aber ich hab das eher im Gesicht angesehen, du hast schon vorher überlegt. Nein, ich hab nicht überlegt, ich hab gehofft. Ich spiele oft auf Klick. Und da habe ich oft den Patrick, der Patrick ist so ein bisschen mein Wikipedia, was die Tonarten betrifft. Weil ich merke mir viel, ich merke mir Texte, merke ich mir ganz gut. Und auch an sich, wie die Lieder gingen, aber nie die Tonart, das merke ich mir nicht. Ich weiß nicht warum, das merke ich mir nicht. Und da habe ich meinen Patrick mit, meistens, der merkt sich das. Dann sagt er mir, wenn er mir die richtige sagt, das sagt man auch die falsche, aber die richtige. Und da haben wir einmal gehabt, haben wir gespielt, haben wir eine Sängerin begleitet, so auf der Bühne, so haben wir gesagt, siehst mir spielen, und wie wir so spielen, denke ich mir, bist deppert. Ich meine, das, was ich da zusammenspiele, da stimmt was nicht. Das klingt einfach gefällt, das kannst du vergessen. Und der Patrick, der hört das an und hinter der Sängerin so zu mir, also ich tue das so zu rufen quasi, nicht? Geh du! Jetzt war ich schon angefasst, habe ich schon zurückverdient. Du schon, aber es klingt halt, was wir machen. Ne? Was solche Kollegen hast, ist ja schwieriges Arbeiten machen. Aber sie hat sich dann umgedreht und abgebrochen und gesagt, der holt ihm nicht auf mit Details, sag er nächstes welches Lidl mitspielen. Aber das hat mir auch schon geholfen, das war auch schon üblich. Also jetzt probieren wir es nochmal bitte, ja? Ja, ich vier, zwei halbe Rotten, mein Zeigel steht am Grund. Ach so, die zwei Trotten werden's nicht bald gesehen haben. Ein Batschen? Nein, das gibt's nicht. Und jetzt hast du nicht geschlagen. Das Höchste war ja schon 19, sonst fressen's nur den Wohn. Vom Land zum Lusthaus vor ist in 12 Minuten hin. Da springt der kannst nicht in Galopp, da geht's nur rüber, Trupp. Wenn's nachher so recht schießen, dann spür ich sie mir drin, dass sie die rechte Brotzen hab, dass ich auf Jacker bin. A Kutscher kann a jeder werden, aber vor das können sie nur in Wehren. Mein Stolz ist, ich bin heute nicht zu werden, ein Kind, a Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Mein Blut ist so liftig, so leichter wie der Wind. Ja, ich bin heute nicht zu werden, ein Kind. Ich bin bald 60 Jahre alt, 40 Jahre stehe ich am Stand. Der Kutscher und sein Zeigen waren alle fest beieinander. Und kommt's einmal zum Anfahren und wär ich dann begraben, ja, dann spannt's mir meine Ruppen ein und fährt's mir übern Graben. Dann lasst's sauber auf, fährt's mich im Trab hinaus. Ich büt mir's aus, nur nicht im Schritt. Nehmt's mir nicht der Weg, a Kreuzung mit. Das ist ein Muss, das Unseren, ins allerletzte Haus. Und Leute, die sollen's ruhig merken, ein Fiaker, 14 aus. Und auf mein Grab steht da soll ich stehen, damit's die Leute deutlich sehen. Sein Stolz war, er war heute nicht zu werden, ein Kind. Ein Fiaker, wie man nicht alle noch findet. Sein Blut war so liftig, so leicht wie der Wind. Ja, er war heute auch nicht zu werden, ein Kind. Dankeschön.
Dankeschön. Wo ist die Pfeife des Tages? Wo ist die Pfeife des Tages? Großartiger. Da war doch, der Schlanke. Ach so. Sehr anständig. Ich hab nicht Zwängpfiffen, gar nicht pfiffen. Ja, nur zur Info, aber nein, Mollig. Aber nicht, dass du glaubst, ich da die Gauschau jetzt deswegen. Ja, das ist nicht Weltklasse, ja. Der Pfiff gehört dazu. Das haben wir einmal gehabt, da haben wir das auch gespielt und da waren ich glaube 3 oder 4 Hunde waren da. Waren alle ganz ruhig, sind unter dem Tisch gegen die Hunde. Und das war alles. Es ist zum Pfeifen gekommen und 2, 3 Leute aus dem Publikum machen im Pfiff aus, das ist sehr leibend. Und alle 3 Hunde sind durchgedreht wieder was. Da war ein Sturl beieinander, 3 Tische sind gelegen, ja, 5 Leute, ein Bachhändler, ein Wahnsinn. Ne? Das war ein rechter Hitz. Das war ein rechter Hitz, muss man schon sagen. Wir arbeiten uns ja schon langsam zur nächsten Pause hin, aber vorhin ein paar Gestanzeln. Ne? Ein wenig kurz oder ein wenig lang oder ein wenig rumkugeln auf der Bank oder ein wenig eng oder ein wenig weit und dann sind wir derle die Meiferei. Aber der Wedermantel und der Postgang und der Butterfass mit einer Rierschein und der Müllsuppe mit einer Mistgabel habe ich noch nicht gehabt, darf noch. Aber der Wedermantel und der Postgang und der Butterfass mit einer Rierschein und der Müllsuppe mit einer Mistgabel habe ich noch nicht gehabt, darf noch. Meistens sehr sinnvoll ist die Gestanzen, und so aussagekräftig. Das nächste Jahr zum Beispiel. 3 Bauern haben schön getanzt, die Schiederwiedel mit einer Franz und der Modersepp mit der Pickeres und der Kornelbrei mit der Färbergräs. Ja, der Kornelbrei mit der Färbergräs, der Modersepp mit der Pickeres, die Schiederwiedel mit einer Franz und die 3 Bauern haben schön getanzt. Ja, mehr kommt nicht raus, aber das Schlafen. Aber ich war nicht geschrieben, das ist aber schwarz und singen dafür, pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Achtung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, Klasi! Dankeschön, danke vielmals. Das ist von mir. Ich habe mal gehört. Zugabe! Ja, nein, ich schreibe ernst, mit Alphabet schreibe ich jetzt auch nicht. Und das ist sehr schwierig. Und das ist so wie mit der neuen Rechtschreibung. Weißt? Ich schreibe wie früher, aber heute stimmt's. Ja. Da habe ich mal in der schönen fetzen Hand zu den Deutschen mit seiner Mama gesagt, entspann dich, ich sitze das aus. Meine Schwester spielt Zither, meine Bruder der Klarinett. Der Vater schlägt Mutter 6, das ist ein Quartett. Hausmusik. Ja, mein Schwiegermutter und der Badl buben um die gleiche Natur, solange das Schell nicht da ist, geben's alle 2 keine Ruhe. Das sind meistens verhaltene Reaktionen, weil doch oft recht viele Schwiegermütter da sind. Weil die sind immer welche dabei. Du kannst einen reinen, du kannst einen Polterabend für einen Bräutigam machen und nur Männer sind und trotzdem aus irgendeiner Ritzel kommt der Schwiegermutter raus. Das ist ein Wahnsinn. Die sind immer da. Ich danke dafür. Stimmen es mir her, da danke schön. War nicht so ehrlich gewesen. Apropos Schwiegermütter, ne? Ein paar alte Schachteln sitzen zusammen bei ein paar Achteln. Wisst ihr, wie man das nennt? Kartonagen-Event. So, jetzt haben wir eine Strophe für die Männer. Da muss man ein bisschen intellektuell wieder das Niveau erhöhen. Ja? Wenn Stiegelbier regnet und Bratwürsteln schneit, ja, dann bitte ich den Herrgott, dass wieder so bleibt. Jawohl! Ja, gewusst, intellektuell hochstehende Poesie kommt immer gut an. Jetzt kommen wir zu den Winzer. Der Dominik da gerade aufnimmt. Für die Winzer eine Strophe, ja? Letztens da passiert an der Schand. Beim Dominik ist es nicht. Ein Lilliputaner sagt bei dem Wein, was sie haben, hören Sie, zieht's mal das zusammen. Sagt der Wirt, ich bin kein Dummer. Sie sind schon so kummer. Das war politisch unkorrekt, wenn man nicht den entschuldigen. Normal ist immer der Patrick der politisch unkorrekt, wirklich. Letztens saß er beim Wirten einsteigen und der Pudel lauter Lilliputaner, sagt der Patrick, na geh, ist die Wutzler hin. Ja, aber die haben mich dann nicht aufgeklärt, das war lediglich ein Gemeinderatsausflug aus Minimundus. Gleich daneben, ja.
Vom Schottenring weg fährt die U-Bahn ums Eck, aber gleich nach einem Rathaus, dann fährt sie wieder geradeaus. Nichts passiert. Apropos U-Bahn, sagt eine Frau zum Besoffenen, herzlich spät am Bahnsteig, wie komme ich mir vor? Ja, ich wollte den Waggon sperren, aber die Tieren waren schon zu. Es wird schon Zeit, dass wir Pause machen. Und eine U-Bahn habe ich noch, Ich habe es befürchtet. Legt sich einer aufs Gleis, steht ein anderer daneben, der sagt, Herrn, das ist ein Kurzzug, da bleiben Sie am Leben. Ja. Ich danke herzlich, aber mit dem nächsten Lied, jetzt wird es nämlich wirklich ernst, meine Herrschaft. Jetzt kommen wir zu einem Teil, der dem Musiker mindestens so viel Freude macht, wie das Musizieren selber, nämlich das Ansammeln. Das ist immer wieder ein total erfreulicher Moment, vorausgesetzt, die Leute haben was rein. Das ist nicht so leibend, wenn keiner was rein hat. Das ist nicht so, das Körper ist schon da, ein Moritz ist da. Ja, es wird sich ausgehen vielleicht. Groß ist es nicht, aber wenn man gut mit in erster Linie Scheine, da geht es dann schon. Ja, weil was immer sagt, man lasst das bitte rascheln, nicht schäbern, wenn es geht. So, bei Münzen nehmen wir schon, also es war halt super, wenn es Maria Therese da oder Philharmoniker, Krüger, Zahngold bitte nur nach Absprache. Und wenn es geht, wenn schon draußen ist, also so diese Möglichkeiten und Ringe bitte ohne Finger. Ja. Aber sonst bedanke ich jetzt schon wieder eine Großzügigkeit. Vielleicht habt ihr noch ein bisschen so hat's noch, weiß ich nicht, ordentlich was drauf, einfach nur als Mitleid, weil den ganzen Tag am helllichten Tag komplett mit Traubensaft gespritzt agieren muss. Und ihr wisst ja gar nicht, was ich da durchmache, aber ich mache das für euch. Ja, das ist lieb von euch. Das ist sehr lieb von euch, danke. Und jetzt ist so, warum ich das im Zusammenhang mit Geld sage, ist, weil die Psychotherapie so teuer ist, was ich nachher brauche. Kostet ein Vermögen. Wir fangen an mit einem alten Wienerlied von Pink Floyd. Money. Ist nämlich, das wissen ja die wenigsten, als Pink Floyd das angefangen haben, als Schraube-Quartett worden. Und die haben nämlich das sehr wienerisch gemacht, warum sie einen 7/8-Takt gemacht. Das ist ein 7/8-Takt ist das. Und 7/8-Takt das ist fast nicht wienerisch. Es ist nicht wirklich ein Lied, aber schon fast. Weißt? Es ist so wie der Wiener Walzer, nicht? Das ist ein 3/4-Takt, aber du kriegst ein Lied aus. Das geht so. Ich muss jetzt spielen können, das kann nur ein Wiener. Das kann. Ja, nur ein Gehört ist das Schönste auf der Welt. Wenn man's auch nicht fressen kann, umso leichter bringt man's an. Edel, Gansel, Fisch, müssen rennen über den Tisch. Ein Champagner oder so, und dann Rahm bis in der Früh. Wenn ich ein Geld hab, bin ich Kaiser, da reiset Baum aus, was sei muss heißen. Doch wenn ich lieb bin und nicht vertraut, dann sagen die Madern alle, du bist nicht gefahren. Wenn ich ein Geld hab, bringt die Wirten, die besten Schleurer und auch die Wirten. Aber wenn ich kann, so bleib ich daheim, bei meinem Weiberl und Ranidan. Und jetzt haben wir noch ein Lied überlegt zum Abschluss, wo ich wirklich euer Mitleid vollkommen erregen kann, was ich denkt, der ist so arm. Da haben wir wirklich besonders für eine.
Weil ein traurigeres Lied wie das folgende wird sie noch nie gehört haben. Ich glaube, mein Erb dann die wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft oder lebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausend im Sarg und ich kann's brauchen. Rennt schon im Schuh, hab nichts zum Tschechen, nichts zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wird schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat kein Haber, die hat nur Geld.